Grüß euch, Servus und Habideri, der 4. Dezember. Hier haben wir unseren Adventskranz. Schauen wir mal rein, was am 4. heute drin ist. Und zwar ist es da herunter und öffnen. Ach, jetzt habe ich was kaputt gemacht. Na, schaut's mal her. Fürst Karl Pils seit 1690. Ein fränkisches Pils. Das Pils ist so verrückt, so eine Geschichte dahinter. Ich muss euch das unbedingt vorlesen. Und zwar die Brauerei gehörte zum Schloss und zu einer Dynastie. Bereits seit 1690 wird im mittelfränkischen Ellingen gebraut. Ellingen-Kennegold. Der bayerische König Max Joseph I. belohnte einst seinen Feldmarschall Karl Philipp, Fürst von Wrede, mit Schloss Ellingen samt Brauerei. Seither ist das Brauhandwerk Teil der Familiengeschichte. Heute führen seine fürstliche Gnaden Karl Christian Wirth von Wrede und ihre fürstliche Gnaden Katalin, Fürstin von Wrede, die Schlossbrauerei in 7. Generation. Sowas kann man nicht auswendig wissen. Das schaut ja gar nicht so schlecht aus. Ja, das Etikett ist ein bisschen langweilig zu dem Weitler Bier. Letztes Mal das Etikett, das war ja richtig cool. Aber jetzt wollen wir mal schauen, wie das Pils schmeckt. Ich bin nicht so ein Pilzliebhaber, trinke lieber ein helles, aber ja. Und jetzt zeige ich euch natürlich als waschechter Bayer, wie man das Bier richtig aufmacht. Und zwar mit den Zähnen. Passt auf. Also die Zähne geht es nicht. Ich brauche keine Zähne mehr. Wie ein richtiger Bayer macht das Bier einen Flaschenöffner auf. Na, ich habe meine Zähne schon. Ja, das riecht definitiv bitter noch Pils. Also, zum Wohl. Also für Pils schmeckt's mir. Da die sagen, kriegt von mir 4 von 5 Sterne. Ja. Und die 10 wachsen aber ja noch dabei. Servus, morgen ist der 5. Nikolaus in Bayern.